Also, wir halten fest, wir haben keine Möglichkeit, Silbererz zu bekommen momentan, weil es Nacht ist. Und die Viecher uns angreifen. Was ist das? Wieso? Ich meine, ich scanne dich jetzt auch mal. Wenn du... What the fuck ist das gewesen? Ich will dich nur mal scannen. Bleib stehen, 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 bleib weiter stehen. Gut, und jetzt nehme ich dich mit. Schön. Genau wie dein Kollege, der am Boden entlang schleift. Okay, let's go auf Suche nach Erz. Eisen. Nein, nicht Eisen. Silber. Damals ist es Silber. Ich habe einen Kollegen, das hat in Minecraft immer zum Eisen Silber. Aber es ist ja nicht Silber, sondern Eisen. Und damals ist es tatsächlich Silber, muss man sagen. Und Quarz. Quarz kann man immer brauchen. Titan ist leider kein Eisen. Silber. Kommt da hier ein Qualle. Gehen wir noch ein bisschen. Give it to me. The good stuff. Okay. Haben wir irgendwas zum Scannen? Koralle. Windegras. Windegras. Genau, während ich da am Umschwimmen bin. YouTube Heroes, die ich vorhin mal angefangen habe. Ja, was es eigentlich ist, man bekommt Punkte dafür, dass man Untertitel macht für Videos. Was ich eigentlich gar nicht so schlecht finde, weil das ist eigentlich ein nicht so ein toller Job. Und die Leute, die es machen, die finde ich auch, dass sie was dafür bekommen sollten, oder? Das einzige Problem ist, die Leute bekommen nachher noch viel mehr Berechtigungen. Also du meldest dich... Wow! 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 Woher? Der kleine Ficker. Ich bin da noch nicht um Luft schnappen. Und dann passiert so etwas. Und so etwas. Auf jeden Fall eben, die bekommen mehr Permissions noch. Also sobald du ein bestimmtes Level erreicht hast, kannst du zum Beispiel Videos mass flaggen. Das heißt nicht, dass sie sofort abgenommen werden. Also es kann immer noch sein, dass das Video kein Problem hat. Aber die YouTube Heroes, die sind quasi, die werden präferiert. Also deren ihre Flags haben mehr Gewicht. Das heißt, wenn so ein YouTube Hero findet, dass dieses Video überhaupt nicht, yes, Silbererz, überhaupt nicht der Richtlinie entspricht, ja, dann ist geschissen. Dann ist geschissen. Also nicht wirklich, aber ich meine, die Begründung ist quasi, die YouTube Heroes, die haben eine höhere Übereinstimmung mit Mitarbeitern von YouTube, was Beurteilung anbelangt, ob etwas appropriate ist oder nicht. Das heißt, wie normalerweise der Prozess ist, du flagst etwas, wenn genug Leute es geflaggt haben, dann geht es zur Review an einen Google bzw. YouTube Mitarbeiter und der beurteilt dann, ist das Video tatsächlich inappropriate oder entspricht nicht unseren Community-Richtlinien. Und Blei. So. Und wenn das halt Brain, wie ich nicht kurz ausgesetzt habe. Also es wird beurteilt und falls ja, dann wird es halt gelöscht und falls nicht, nicht. Das Problem ist, die YouTube Heroes sind halt trotzdem nur Menschen quasi. Und ich meine, ja logisch, die Angestellten von Google auch, aber ich weiß nicht. Einfach schon, dass die Mass flaggen können.
Wieso würdest du wählen, etwas Mess-Flaggen? Ich meine, das ist wahrscheinlich mein grösster Kritikpunkt. Ich meine, allgemein, ja, ich verstehe es schon. Das ist quasi wie Wikipedia, du das ganze crowdsourcen, weil sie nicht genug Mitarbeiter haben, die das können übernehmen. Das Problem bei so Sachen ist halt einfach immer, wie stellst du sicher, dass es wirklich quasi eine gewisse Qualität hat. Ich meine, ja, das kann schon sein, dass die YouTube Heroes, die es bis jetzt gemacht haben, was auch lustig ist, weil das Projekt gibt es offenbar schon seit mehr als einem Jahr. Jetzt sind sie jetzt publik gemacht, quasi mit der Begründung, ja, all eure Bedenken sind nichtig, weil wir machen das eh schon lang. Aber ja. Wir haben einen Schwebefisch. Aber ja. Ich bin sehr gespalten, was das anbelangt. Weil es gibt verschiedene Stufen. Unter anderem halt. Ja, mach kaputt, dankeschön. Messflaggen, Videochats mit anderen. Wie jemand so schön gesagt hat, Schulaufseher. Weil. Fuck you. Hau ab. Und ja, das ist halt schon behindert. Wenn du es so überlegst. Oh oh. Ich bin voll in seinem Territorium. Habe ich das Gefühl. Ich sollte jetzt mal wieder auftauchen. Und was ist das für Musik? Die hilft überhaupt nicht. Ist das was Neues? Silbererz, dankeschön. Wir werden jetzt gerade auftauchen. Wir müssen jetzt. Wow! Well! And there's that. Wir sind tot. Wow. Das ist schnell gegangen, wenn ich das mal so sagen darf. Das habe ich... What? Das habe ich jetzt überhaupt nicht erwartet, dass das passiert. Wir sind doch gar nicht so low gewesen. What? Das ist... Okay, sehr merkwürdig. Ich nehme jetzt mal erste Hilfe Teil aus dem Ding. Ja, man kann es auf die Uhr schauen. Ich denke... Das war es für die Aufnahmesession. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ihr irgendwelche Anregungen habt, schreibt in die Kommentare. Falls ihr mir irgendwas anderes sagen wollt. Zum Beispiel, was ich alles falsch gemacht habe, wenn ich das spiele und so. Weil ihr voll die Subnautica Pros sind. Schreibt in die Kommentare. Ich versuche, mich daran zu halten. Ich lerne gern. Und ja, ich hoffe, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heisst Let's Play von Subnautica. Tschüss. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Aufnahmesession von Subnautica. Ich muss mich wie immer zuerst mal wieder kurz orientieren, was wir jetzt schon haben. Wie man das Inventar öffnet, zum Beispiel. So springt man. Wie um Himmels Willen öffne ich mein Inventar? Shift, Tab. Okay. Also ich glaube, wir sind gerade gestorben, bevor wir da gekommen sind. Und ich will sagen, wir machen uns zuerst mal was zu essen. Beziehungsweise das zu essen ist, glaube ich, irgendwo da hinten drin, oder? Nicht ganz. Gucken wir mal raus. Haben wir nicht noch irgendwo eine zweite... Moment. Die zweite Kiste ist doch... Da! Und... Nein, ich möchte sie nicht umbenennen. Ist okay. Ja, okay, wir nennen sie... Tust du das irgendwie da, ne? Okay, wir tun das jetzt da, ne? Und ich würde gerne Open Storage. Dankeschön. Wir haben noch einen Boomerang. Ja.
Den bröteln wir uns jetzt mal. Gekochte Nahrung. Gekochter Bumerang. Dankeschön. Gut. Dann Tab. Das ist so eine komische Steuerung. Wir essen den mal. Jetzt sind wir wieder einigermaßen zweig. Gut. Was machen wir denn jetzt immer noch? Wir könnten nachher schauen, dass wir uns mal eine Base bauen. Und für eine Base brauchen wir wo haben wir das Werkzeug wahrscheinlich? Werkzeug. Das Konstruktionswerkzeug. Für das brauchen wir eine Batterie und einen Computerchip. Ich glaube, das habe ich nämlich letztes Mal schon angefangen. Ich erinnere mich da so ganz schwach. Computerchip brauchen wir. Tischkorallenprobe, Silbererz und Quarz. Woher bekommen wir Silbererz? Also Tischkorallenprobe ist kein Problem. Quarz ist auch kein Problem. Silbererz könnte das Problem sein. Für eine Batterie brauchen wir 2 Säurepilze und ein Kupfer. Haben wir echt noch ein Kupfer? Also wir haben schon 3 Tischkorallenproben. Das ist schon sehr nice. Kupfer. Einmal Kupfer, please. 2-mal Säurepilz, please. Wir haben Blei, wir haben Quarz. Aber wir haben leider kein Silber, so wie es aussieht. Salz, Blei, Kupfer, Quarz. Schade eigentlich. Ich mache jetzt schon mal die Batterie. Dann haben wir das schon mal. So. Batterie. Du kannst mal da rein. Den Rest behalten wir mal. Also gehen wir mal auf die Suche nach Silber. Wo könnte ich Silber sein? Jetzt mal schauen, wo ist das Wrack? Das Wrack ist dort. Ich gehe in die andere Richtung. Weil wir wissen, Wrack ist böse. Genauso wie Wrack zum Anlegen auch nicht so angenehm ist. Ich habe zwar noch nie einen angehabt, aber ich meine, wer weiß. Titan. Ich glaube eigentlich, wir müssen wieder in den Wald. Oder halt irgendwo in die Richtung. Weiter weg. Wir sammeln uns mal noch unser Mittag, falls wir es dann brauchen. Wow! Wow. Ich glaube, es hat gerade irgendwas Grosses reingeladen. Normalerweise leckt das nämlich nicht so. Okay, wir schleichen uns jetzt ganz unbemerkt. Hoffentlich jedenfalls. Das ist ja wieder verkehrt, aber stimmt. Solarmodul haben wir zwar schon, aber ja. Wir bekommen dafür noch ein bisschen von dem. Guckst du, was da ist? Nichts. Was ist das? Nein. Mal schauen, was das dort ist. Alles ist okay. Ignoriere mich. Wo ist er? Der verfolgt mich immer noch. Fick dich! Fick dich! Hau ab! Mann, ich werde jetzt schon wieder sterben. 30 seconds of oxygen remaining. Zuerst mal das und dann auftauchen. Möglichst ohne sterben. Ah, das Ding regt übelst auf. Oh, unser Leben geht jetzt gerade ziemlich in die Bach ab. Schaffen wir das echt? Emergency. 10 seconds of oxygen remaining. Also 10 Sekunden, das sind niemals 10 Sekunden gewesen, aber okay, danke schön. Geht zunächst schon unter? Ist das ein Sonnenuntergang? Sollte ich heimgehen? Ich glaube, das könnte ein Sonnenuntergang sein. Wir fassen zusammen. Silber ist sehr schwer zu machen. Goddammit! Da will ich doch noch mal kurz Silber holen. Das kann doch nicht so schwer sein! Nein, ich nehme vorher mal noch ein bisschen Titan mit. Titan kann man immer brauchen.
Werden wir noch einen Haufen brauchen können. Ah, komm da hin.